So, ik realiseer dat ik het woord prediken kon. We horen werkelijk ik kwam die waren ter deze mensen te prediken. Ik kwam die predik in Brazil. Over dat we aan Olfa. We horen, ik zei dat te Heidi komen. Heidi die is wat ons klein daar merken dat is hoe we wanneer worden zijn. Dat Heidi die kon beter zijn zaken plannen, organiseren. Ik zo die weet allemaal hoe ik wanneer was zijn. Niet allemaal, maar veel meer. En zo dan checkte ik toen op. We hadden dat op phone bannen. Dan checkte ik toen op en ik zei, du wir zoveel opgeschreven hoe we alle willen handvoeren. Ik zei, du hast voor je hand geschreven dat we nog wel een baby hebben. Wens, du wir alle even opgeschreven, bloß niet een baby hebben. Aber wie wist je niet vandaag dat wordt aankomen? Dan zei ik tegen de mensen, wanneer we een dag niet toe aankomen, hoe we zullen predigen, beden, wat immer we zullen doen, dan weet je dan, dat we een baby hebben. Dan recht je het niet op, dan moet een andere predigen. Maar dat is niet ver gekomen. We horen dat dan irgendwann alle te eng. En dan komt het kind irgendwann. En dan weer een zin en zo was, dan kon ik ten Jugendgroep reden. En ik kwam zo in mijn gedanken aan en ik vroeg, hey, even wat zal ik reden? En ik keek mijn iPad aan en mijn Bibel aan, wat ik krijg gestudeerd had, wat we krijgen in mijn kop aan. En wer weet, want ons laatste zondag weer ver 7 werk wegvoeren. Wat viert we hier den dag? Flora Ebertsdag. Wat weer de predigt den dag? Wie een ganz karte predigt, wat denkt u? Even heilung. Wens Flora, wens dat wat we met Flora erleefd hadden. Zo, ik zag dat zo mijn iPad en mijn Bibel, zo dat weer het laatste wat ik hier gepredigt had. En de Heilige Geest took me bloß aan, predigt dat zelfs nog eenmaal hier te deze jugend. En ik plus zo, ik weet niet, ik geloof, je zijn al een beetje wie dat ik, maar ik heb nog mal zo'n momenten waar ik met God geloof dat ik beter zie als God, dat ik strijd met hem. Ik zeg, God, nou, van jou niet over heilung reden. Van jou waar we in ernst een ander thema voor jugend, voor jugend. Nee. Jugend zijn je alle gezond, du brauchst keine heilung. Wenn wat we over hebben, over heilung reden, dan heb je alle leven in zich. No, God, we hebben leven een ander thema, niet zo? En God, no, hier, dat is je al vorig, dat is rijdt voor een predigt. Die best rijdt, dit is wat ik die gegeven heb, dit weer voor Bolivien, dat is hetzelfde woord wat ik deze jugend geef wil. No, maar God, vielleicht is het een andere taak, vielleicht zal ik dat on... No. God, maar dit zoals u predigen. No, maar, en ik min zo strijd met God. Niet zo, niet werkelijk strijd, maar zo, ik geloof dat ik beter denken kan als hij. En, dus het dan eenmaal hopelijk zich raam nemen dit. Ik moest opgeven en zeggen, oké God, ja, du weet het beter. Ik wil die vertrouwen, ik wil even heilung predigen, dat voelt zich alles spoedig, dat speelt zich, ik wil vertagen die als mensen voor predigen. Ik voel zich dat spoedig naar de kerk en ik weer rijden, maar dat speelt zich ganz spoedig. Nou ja, ik wil gehoorzaam zijn en ik wil het plus einfach doen en punt, vorig. Dan kom ik door in de jugend, in de stoven aan, wo de jugendstunden waren. En dan, en dat is hoe hij die mal jugendleraar was, ver wie ons bevrieden. Dan kom ik door de stoven aan. En de eerste vrouw wat mij begeisterd dat is nu een van de jugendleraars door. Ze geeft mij naar Brasso en zegt, ik wil nog bezig, wat met die bereden, die met de mensen alle begeisterd is. Wanneer u je vorige predigt had, ga je dan bitte nog even heilung bidden. En ik kijk ze aan, zo ganz kalt. En jo, wens wat. En dan zegt ze, we hebben hier van jou zoveel mensen, die brauchen zo dringend heilung. Wie moeten van jou even heilung bidden? Ik heb van jou een gouden tijd nemen om heilung bidden. En ik plus Heilige Geest, wel kon ik plus hoort al waar je was, dat ik geloof, ik zal even een predigen en deze jugend die braucht heilung. So nimmt sich das Raum, wir haben dann scheinbar eine ganz karte Predigt, wie nicht lang, dass wir einfach, ich predigt, was das Wort sagt, ich kann nicht viel, was wichtig, nach meiner Meinung gesagt. Ich sehe, Jugend so, nu wollen wir das so dann, je beide einer für den anderen. Und dann wäre das ein Feierfief, der braucht die Heilung, der sollte dann so für Streit, bei der Steiler, in der ewige Jugend möchte kran sein, und wir fangen an, zu heilen, in Gott sein Jähen wird, und Gott schenkt Heilung, für Säule, wat in Depression leefde, wat in Angst leefde, wat in verschiedenste Sachen, schon Gott Heilung durch im Moment. Und die Jugendlichen, die fangen sich unter dem Arm und wir
du wirst in so viele Wege Heilung und du wirst Zeugnisse von Heilung. So einfach ist das Wort Gottes. Wie glaube Wunder, wat groot het, wat ik predigen zal, en ik zal zo'n en zo'n naar mijn mensen denken predigen. En nu komt dat zo, en dat ik dan predigen word van jou hier, en dan vraag ik God, Eva, wat zal ik predigen? En God zegt, Heilung. En ik weet niet wen wat ik zou zien, maar dan God, ik ga je het laatste Mal hier over Heilung gepredigt, nu zullen we al irgendwo anders aanlanden. En ik dacht, dit Mal würde ik niet zo lang in mijn kop met God timeren, dit Mal würde ik plus mal gehoorzaam zijn. Zo, wenn het een van de laatste geschichten wat ik las in de Bibel, en dat studeert, deze laatste deel, dat we over Bartimaeus in Markus kapitel 10. Ik geloof we alle kennen de geschichte van Bartimaeus, waar hij blinger is, en wat hij nog halb schreeuwen deed, Jezus am halb schreeuwen deed. Dat is Markus kapitel 10, de geschichte waar we van jou lezen, wie einmal metlezen wil. Dat heb je ook hier aansluiten, dat is van 46 bij 52. Een korte geschichte, maar een wunderschöne geschichte. Wij willen het ook beten. Dankzij Jezus, dat we hier kunnen die woord hebben en dat kan ohne gestiert en ohne hindernis von der gebracht worden, dat kan niet mijn gedanken zijn, sondern die gedanken. Heer Jezus, du wirst het hier leiden, du wirst het vieren. En ik bid, einfach über uns gedanken, über diesen Soul, dat alle bij zijn kracht, alle bij zijn macht, heb je geen ruim in die woord als vrij en ons woord te kiemen en vrucht te brengen. En we bidden werkelijk dat de Heer Jezus van jou vrijheid heeft in deze stof. En dat die Heer Jezus kan vrij arbeiden en dat we kunnen werkelijk gereid zijn. Dat te krijgen wat du voor ons hast. Amen. Markus 10 van 46 en wieder sagt so. Dann kamen sie nach Jericho, dort sind Jesus und seine Jünger, nicht so? Dann kamen sie nach Jericho, 10, 46 und wieder. Aber warte bitte, kommt. Ja, ist da? Okay. Dann kamen sie nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und noch ein Schaf andere der Stadt verleiten, zat Bartimaeus ein Blinger, Timaeus ihn sehen, weg in Pragen. Als er hier, dat het Jezus van Nazareth weer, fängt an zu schreien, Jesus, du Davids ihn sehen, hab Mitleid mit mir. Viele beschwächte namen und sehen, hij soll sterben sein. Hij aber fängt bloß so viel da an zu schreien, du Davids ihn sehen, hab Mitleid mit mir. Jesus stand still und sagt, roep dan. Dan zeiden ze tegen den blingen man, zie je troost, sto op. Hij laat die roepen. Hij smijt zijn kleid aan zich, sprong en kwam naar Jezus. Jezus vroeg hem wat hij hem doen zal. De blinde man zei, Meester, ik wil zijn kennen. Jezus zei hem, go, du bist durch deinen Glauben geheilt. Krijg door kan hij zijn en volgt Jezus na. Amen. We hebben mal deze geschichte kort übergehen. Dann kamen sie nach Jericho, der erste Satz in dieser Geschichte. Jericho, wie eine Stadt, die wir ungefähr 15 Kilometer auf von Jerusalem. Und wo wir Jesus auf dem Weg noch haben. Das ist te laat im Markus Evangelium. Was bedeutet das? Hij wie zei, ich bin we zijn dood. Wenn wir bloß eine Seite überblättern, das 11. Kapitel, dann sehen wir, dass Jesus allwara sagt, ich war gestorben. Oder so dort hier in der Salz, aber in diesem Kapitel sagt er immer wahrer, merkt rein, ich sehe nur den Weg, nur meinen Tod. So Jesus weiß, während er bei Jericho vorbeigegangen ist, ich sehe auf den Weg, nur meinen Tod. Und dann steht, dass er floht hat und zerrt hat und weiß nicht, was er merkt, er noch heimblingen gesund, hängen weiß. Aber wenn wir die andere Geschichte lesen, dann wird das wahrscheinlich 2 Blinge, was hier sind. Aber Markus sagt das bloß von diesen einen und wir waren von der bloß den Bartimaeus bekicken. Dann merkt er, du Mensch hier sind. Und so wie weiter, meist einmal wieder du bloß 1 oder 2 Geschichten von jeder Stadt abgeschrieben. Wenn es dort in anderen, das in Johannes zum Beispiel sagt, dat jengt nicht mal alles abzuschreiben, wem hij gezond merkt en hoeveel zaken hij deed.
So, wofür er in Jericho nachgesandt merkt, das weten wir nicht. Aber wahrscheinlich wird das nicht der Einzige. Aber diesen Bartimäus merkt er gesund und dass wir vor allem an zu sein, dass wir ein Wunder passiert. Er ging durch, kamen sie nach Jericho und da passiert das. Als Jesus met zijn jingen en een schoof andere de stad verleiden, zat Bartimäus een blinger Timäus in zijn omweg in Praha. En dat tijd weer dat zo, vielleicht an der Port von der Stadt oder irgendwo vielleicht bitter der Stadt oder jetzt nach Bern der Stadt. Die haben so ihre Städte, da wurden viele mal mehr kranke Menschen sitzen und die wurden dort pragen und die wurden von dort leben. Wir wissen nicht, wo seine Eltern waren, oder als die nicht nur am Apostel, oder dort weit wir nicht. Wir wissen, dass Bartimäus sein Vater wie ein Timäus, aber mehr redet die Bibel nicht von ihm. Aber wir wissen, dass er in Praha war. Und wir wissen auch, wenn wir die Bibel studieren, dass in der Zeit blinde Menschen sehr schlecht behandelt werden. Wir wissen von einer anderen Geschichte zum Beispiel, dass die Menschen glaubten, dass wenn sie blind wären, dann haben sie einen Fluch ab Gott, von Gott, und da wären sie blind. Und Jesus sagt damals, in dieser anderen Geschichte, no, das ist nicht, dass du verflucht bist. Ich will bloß beweisen, dass ich Gott sehe. Ich will das Wunder tun. Und da wären sie blind und ich will ihn wahrer sein nicht merken. Gott hat ein Ziel dahinter. Aber diese Menschen, die blinde Menschen, oder die lahme Menschen, oder die kranke Menschen in der Zeit, waren aus Arrange sein, die können nicht zurückkommen und die mussten irgendwo an der Bitterkon Stadt setzen, durch aufgesondert, durch Praha, Schrie. Wo fühlt ein Mensch sich, was von Pracherie überleben hat? Was schrie hat, omdat er was halb schrie. Und er schrie wahrscheinlich nicht bloß für Jesus. Wahrscheinlich muss er den Tag überbrallen, das wie allemal in Santa Cruz bei irgendeinem je seine Hand, wenn ein Mensch geschrien hat, er will Halb haben, oder sich in Zähne mult und sagt, ich brauche Halb für was immer. Hast du dir mal versucht, nachzustellen in dieser Person, seine Situation, wo so ein Mensch sich feilt? Wo leicht er sich feilt? Wo sie sich vielleicht gefragt hat, ich weiß nicht, was seine Eltern deden, aber wo sie sich gefragt hat, mein Paar können je doch thuis gut auf mich abpassen. Dann brauche ich nicht Prager gehen. Die können mir vielleicht irgendeine Arbeit geben, wo ich als blind tun kann, omdat ich einen Wirt habe. Wenn es eine blinde Person, auch wenn die eine Behinderung hat, aber die kann sich sehr viel Sachen lernen, bloß auswendig, bloß ohne zu sein. Aber nee, am wird nicht gelehrt. Vielmal wird so eine blinde Person als ein Tier behandelt und die wird zu sie geschoben und sagt, du bist ein Blinder, go weiter. Schrie, wenn du etwas. So ungefähr. So wird es Bartimäus wahrscheinlich behandelt. Wir wissen nicht viel, aber das ist so ein großen Ganzen wird. Dann sagen wir vielleicht, ja, das gibt ja auch im Alten Testament Regeln, dass die Kranken, die sollen nicht im Tempel gehen, oder die haben gewisse Grenzen beim Tempel, oder können nicht zum Beispiel nicht ein Priester sein. Ja, wie weit du wieder so eine Regel. Aber das selbe Alte Testament sagt in Vers 5. Mose 27, Vers 18. Was ist das sagt? Du hast ein Fluch auf den Mond, der den Blinden den Unrechten Weg wiest. Und das ganze Volk soll Amen dazu sein. Das ist ein Fluch, wenn wir nicht den Blinden den rechten Weg wiesen, oder nicht reich behandeln. Gott hat das im Alten Testament gesagt, ein blinder Mann oder ein lahmer Mann, wie ich kann wieder lesen, die haben einen Weg, wo sie behandelt werden. Was das israelitische Volk? Sie schmeiten an Rüt und sagen, go weiter. Nu wird es so, dass Jesus meest bei Jerusalem wird. Du fehlt bloß noch 15 Kilometer. Und ich stelle mir vor, sein Hort, was er gepuffert haben. Wenn sie wissen, um 15 Kilometer ist der Stadt von meinem Tod. Er weiß das. Er weiß auch das Totem, er weiß alles, was dort passieren wird. Jesus wie Gott, Resultat als Mensch. Und Jesus wie 15 Kilometer fährt in sein Tod. Und er geht wieder. Er hält nicht still. Er geht aus Entscheidung wieder.
Wie glauben eens mal Jesus erst bloß in Trüge war in der letzten Moment von sich Lot am Kreuz noch nicht alle. Aber weißt du was, diese ganze Reise durch Jericho und durch Perea und von wo er kommen hat, wie eine ganze Reise von Gehorsam. Jesus weiß ganz genau, woher er ging. Und das jüdische Volk, das hat, das wir nicht in Gesetz geschrieben, aber das wir seine Sache überernt, sie kickte einmal, wenn der Messias kommen würde. Und der Mensch, der Jude, wird von der ersten Tag noch nicht an Jesus glauben, die kicken noch einmal nur diese Tekens. Und du wirst ein paar Tekens, nur wollen sie kicken da. Wenn das passieren würde, dort wird der Messias. Und weißt du, wann ein von den Tekens wir? Dass die Blinde wurde seinend worden. Das wir ein von den wichtigsten Wunder für einen Jude, wenn dort ist passieren wird, dann ist es dich bei. Dann ist es so weit. Und wenn das Jesus, gerot für ihn gestorben. Der für seinen Tod merkte er ein Blingen seinend. Das andere, was sie noch warten, dass wir, sie, wenn die Doofen wurden hier waren, dass auch, wenn die Lome waren gegangen, und wenn die Leprakranken waren, waren eine reine Haut kriegen. Wenn diese Art Wunder würde passieren, dann wird es so weit. Und weißt du, von wo sie dort ungefähr genommen, dass wir von Jesaja 35, 65, du sagst das so, die blind sind, worden mit ihren Augen seinen kennen. Die doof sind, worden die Ohren opgegangen. Die loom sind, worden aus einer Reihe springen. Und die, die nüchtern sind, worden mit Fried singen. Ein Wildnis wird Water verkommen, und in das drei Land worden Riefasch ranen. Amen. So, das passiert. Die Blinde, die waren gesund, die Doofe, die können auf einmal hören, die Lome können gehen und die Leprakranken werden gesund. Dann werden noch ein paar andere Wunder, nur was sie sagen, wenn das passiert, dort ist der Janja. Ein von denen wir, wenn die schon Dauda wird abstoßen. Und was weit wie von Jesus? Lazarus stellt ab. Das andere wir, wann ist die Arme, wo das Evangelium gepredigt wurde. Wann das nicht bloß wurde in einem Tempel passieren, in einer Synagoge passieren. Wann das gewöhnliche Volk, wo die Gouden Nachricht gepredigt wurde. Dort wird die Janja. Wo wir Jesus in bester Platz zum Predigen, mangt das einfache Volk. So alles passiert, kriegt so sie warten und sie werden blind für ihre eigenen Tekens, was sie sich gemerkt haben. Aber was auch in der Bibel so geschrieben wird. Ein anderes Teken, was die Bibel auch sagt, das wäre alles biblische Versprechen. Sie haben sich das eine Liste gemerkt, aber das wäre nicht ihre eine Liste, das wäre eine biblische Liste vom Alten Testament, so was der Messias sein. Ein anderes Teken wäre, wenn du einer würde sehen, der würde sehen David genannt worden. Und wo spricht Bartimäus? Sehen Davids, come help me. Und sie sehen dort nicht, was passiert ist. Und wenn die prophetische Sachen alle wurden erfüllt worden, wenn du ein König wird kommen, was Lieder wird, was aus deinen Lieder wird. Und all diese Sachen, das Letzte, was dort Teken wird, dort der Messias wird, wenn diese Person selbst, was dort alles getan hat, wird vom Tod abstehen. Und alles passiert in Jesus. Und sie sehen dort nicht, dass er der Sohn David ist. Er muss von David sein Nachkommen sein. Und das wird der Bartimäus. Er sagt es. Wenn er hier, dass du wir nicht bloß ein oder zwei Menschen, er hier, du kommen schauf Menschen taub. Und er wird je Lüge hier haben. Er kann je nicht sein. Und dann sagt der 47. Vers, aus der hier, dass das Jesus von Nazareth wir. Fängt er an zu schreien, Jesus, du Davids Sohn, hab Mitleid mit mir. Kann ich so eine Person, die nochmal so ist für das Evangelium, dass du die Mess mit denkst, das ist anders als wie das hier hand. Wir denken, wir waren alle, wir haben unsere Hand so hoch, oder hier haben wir das so, oder so.
Und dann kommt da ein anderer, der ganz anders ist wie. Und der schrieg Lüder, aber der ist so anders, aber der ist ganz anders. Und wie sind sie hostig in einen Kosten, du siehst mal schnell gummel dort, und wie wollen die in diesen Kosten dann kriegen? Und der Bartimäus, wir so, wenn es dort schäme, wir einmal vergonnen. Wenn es heute hat, sind schäme alle und sieht man schmiede, wenn es jeder Tag hat er sich allemaal schämen von seinem Leben, dass er muss schreien, am Eten zu kriegen. Nu wordt hij eenmaal schreien, zo luid als hij kan, dat hij dat wichtigste van zijn leven wordt schreien. Een wunder dat hij zijn wordt kennen. Zo als hij aanvangt te schreien, Jesus, du Sohn von David, du Sohn von David, hab Mitleid mit mir, dann sagt er, sie still. Viele beschwächte Namen sehen, er soll still sein. Er aber fängt bloß so viel Dollar an zu schreien, du David sein Sohn, hab Mitleid mit mir. Als ik hier vers 7 sind ja auch Predigt von der letzte Predigt über Heilung. Dann wird es von der Feier, wo diesen Mond raufloten im Tag, nicht so? Und dann sehe ich manchmal, und das bleibt so, was ich dann gesagt habe, manchmal, als mir der Glaube uit den Bodem gerutscht, dann weiß ich nicht, wo die geblieben ist. Dann brauche ich die, dass du für mich glauben kannst. Und das geht uns alle so. Wir brauchen uns hier nicht was glauben. Da wenn es wie ein Körper. Du kommst einen Montag, du kommst einen Dienstag, dann brauche ich die, dass du für mich glauben kannst. Aber weißt du was? Du kommst auch den Donnerstag, den Freitag, wo die anderen, was sollen für die glauben, die wollen sagen, sie still. Benehm die Mann. Die, was soll für die glauben, sagen, schrie Lüder, ran hier, ich will die nur Jesus leiden. Ich will Jesus abholen, dass er nicht vorbeigeht, dass du von der kannst mit Jesus reden. Komm mit mir mit, Bartimäus, wie lerne die du an? Die Person, die das soll tun, die wird nochmal so eine Menschen geben, die wollen die sagen, sie still. Hab die nicht so wichtig. Jesus ist für die anderen gekommen. Jesus ist für die Seinen gekommen. Jesus ist für jene Gruppe gekommen. Weil Jesus hat kriegt die wichtigste Predigt in seinem Leben, die kann nu nicht nach Menschen gesund merken. Den Tag, wo das passiert und du das fehlst, dass der andere, was die sollen halten glauben, nicht für die glauben. Und das Einzige, was die bleibt, ist schreien nur Jesus. Dann schrie aus den vollsten Hals, was du hast, und berell nur an. Am ist das nicht wichtig, wenn wir du brauchst. Am ist das nicht wichtig, als das eine schöne Stimme. Am ist das nicht wichtig, als das der Reichte wird sein, der Reichte weichte schrie. Aber schrie den Hort aus nur an. Ich weiß den Moment, wo ich nicht weiß, als ich mich jemals befreien würde können und wo ich eng von meinem Leben wird. Wenn es meine ganze Geschichte. Ich weiß, wo ich zwischen bekotoka für die Zirkulation durchfordert. Und ich wie eng von meinem Leben. Ich möchte die Musik so laut als ich kann und dann alles, was mir bleibt, das ich schreie nur Gott. Und ich sage, Gott, help me. Wanneer die jef, ik weet niet meer wanneer ik bruk, dan wies me die persoon met waar ik me bevrijden zal. En God, Heidi, voet, een moment. En ik geloof God, al waar niet, ik geloof, dat is het thema van jou. Ik geloof, die zijn al veel wie dat ik geloof God, al waar niet. Ik zeg God niet met die persoon, die is veel te bunt en veel te luid en veel te dit en veel te ja, die wil ik niet. Dat is een paar ja, zo die ik kan, die al goed van de Bibel staat, bloos niet Heidi. En ik schreef nog eenmaal dat zelfs. Gott, wanneer die jaf, ik bruk een persoon met wie ik bevrijden kan. En God is zo genodenvol. Krijgt es Bartimäus ook 2 of 3 Mal schreien. Hij had waar dezelfde antwoord, Heidi. Schäm die nicht, schrie. Brell den Hort uit. Vor aber Wille starten ab. Du hast vielleicht eine Schuld von Geld, die sitzt es, wann das wird 1000 Jahre dir da zu betonen. Weißt du, was ich dir sagen will? Vor ein Wappen starten ab. Schneid die Hand und brell. Und brell alles, was du kannst. Wenn du nicht weißt, was deine Schuld jetzt betonen. Du hast vielleicht 2 oder 3 oder 4 Missernte gehabt. Wir haben hier gebetet, wir haben all gesolft. Und da schien sich so, das alle am eng. Die Gesundheit ist vielleicht eine Arme, vielleicht den Körper nicht, so ist du sollst. So ist der Soul,
Du verstehst nicht, wenn wat de kapriting einmal war terugkomen. Du verstehst nicht, was hier passiert oder dort passiert. Du weißt nicht, wenn wat dein Kind sich so benehmen hat, als dat. Wenn wat dein Kind die nicht gehorsam ist. Und du bist eng mit der Situation, was immer du bist. Vor am Baschnen und schrie. Jo, hier ist der Rechter steht mit die Taubeden. Und wir wollen mit die Taubeden. Aber einmal ist es dran, dass du allein, du op een staap bist, dass du allein in deine Stufen bist und schreist. Und weet je wat? En wanneer dort hängen op een staap, krijg hier von dir was. Dann fang hier an zu schreien. Wenn es Bartimäus, weet je wat, den ze krijgen, dan sei sie still. Hij schreeuwt door, wo die Menschen am beschämen. Und vielleicht machst du auch von dir, du anfangen zu schreien, wo die Menschen sagen, sie still. Benimm die. Hab die nicht so wichtig. Schrie nur Gott. Schrie nur arm heißt die einzige Radung. Hab Mitleid mit mir. Bartimäus weiß nicht, wo reich zu reden, zu ein Jesus, zu ein Meister. Er schreit bloß dort, wo er will. Jesus stand still und sagt, ruft ihm. Jesus hat Mitleid. Dann sehen sie zu den blinden Mann, siehe Trost. Mir gefällt das, wenn sie Übersetzungen sagen, Fredi mal, oder nu, sie mal mutig, sie mal schaff dich. Aber nu hadden sie gesagt, sie mal still. Ab einmal sagen sie, nu, sie mal schaff dich. Wo passt dort in der Welt auf? Aber wie Menschen sagen nochmal so, wie sagen sie still. Wenn Jesus dann sagt, nu, lass ihm kommen, dann sagt sie schafft dich, der lässt die ropen. Dann sagt Jesus, sie schafft dich, roep ihm, lass ihm kommen. Siehe Trost, steh ab. Hij laat die ropen. Hij schmeißt sein Kleid an sie, sprang ab und kam naar Jesus. Das war wie ein Blitz in meine Seele. Alles, was Bartimäus hat, bitte wat wie weiter wir sehen vor Timäus. Mehr weit wie nicht, was er hat. Er hat eine Dag in sein Vater. Wo sein Vater wir, sagt die Bibel nicht. So er wie abgegossen. Das bedeutet wahrscheinlich, hat sein Vater nicht getan, was er soll. Aber sicher kann man am Abend. Was bedeutet für einen blinden Mann seine Dag? Hij al mal ein blinden Mann sein, wenn er irgendwo auf Los Pozos sagte das? Was, sogar hier in Bolivien sagte der Blinde auf einer Dijk. Was ist der Dijk für einen blinden Mann? Wo fliehen die Centen immer ab? Auf der Dijk. So wahrscheinlich hat er ein paar Centen gekriegt, schauft einen Sort, wahrscheinlich auf die Knie oder was immer, schauft er immer nur und schreit nach Hause. Und dann kommt er eine halb verfüllte Bananen. Bartimäus, die kannst eten. Und dann kommt der Nächste. Oh, unsere Fisch sind von der Süße geworden. Das ist der Heid. Bartimäus, kannst du ihre Fisch eten. Dann wird du ihre Fisch. Der andere, wie war so gut, möchte vielleicht ein bisschen Geld haben. Weil Bartimäus sich eten kaufen können. Aber sie haben Geld. Wie ab der Tag. Alles, was er hat, wie der Tag. Wo er boven zaten deed. En de Bibel sagt, hij schmeißt de dag weg. Dat Kleid het ons ziet. Sprung ab en kwam naar Jesus. Den Moment, wo du en ik dat verstaan kan, dat we alles, todo, wegschmieden kunnen en bloos naar Jezus komen. Dat is wanneer we den Sinn vom Leben verstaan hebben. Want geen cent, keine verfüllte Bananen, kein Ola Fisch, kein verdrehtes Brot mehr wichtig ist, sondern bloß Jesus allein. Und dort ist der Moment, wo Bartimäus hier angekommen ist. Er schmidt alles zu sehen. Aber es sind don't, wo wir dieselbe Centen fliehen, oder die Goldcenten, die er hier gekriegt hat. Er wollte dir nicht so leicht mehr finden, wenn er konnte nicht sein, denkt er. Aber das sind don't, wenn es jetzt meine eine Chance, nach Jesus zu kommen. Wisst du, wo wichtig für dich die Chance ist, nach Jesus zu kommen? Schmied alles weg. Wenn du hier schon Menge bist, dann lässt er sehen, schmied alles weg und ran nach Jesus. Komm nach seine Schaut. Jesus frug hem, wat hij voor hem doen soll. Der blinde Mann sagt, Meister, ich will seinen kennen. Jesus sagt ihm, go, du bist
dienen Glauben geheilt. Krijg door kan hij zijn en Jezus, en Fall Jezus nu. Want wie is gerne alles te zien schmieden en Jezus nu schmieden, nu vallen. Wat zijn de zaken wat du en ik vielleicht nog aan vasthouden willen? Vielleicht ist uns das schöne Eten sehr wichtig, was wir jeder Tag wollen eten. Weet nicht. Vielleicht ist die Dien für dich sehr, sehr wichtig. Das ist mein für dich, ich gespart, das ist mein. Und Gott sagt dir vielleicht irgendwas anderes mit das für dich. Da haben ihre Freunde die Hand mal für dich verschenken, ohne dass sie wüssten, was sie das nächste würde kriegen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Moment im Leben, wenn Gott uns wirklich durch handleitet hat. Loslassen. Schmied alles weg. Ich will nicht sagen, dass wir unsere Sachen nicht wollen verquosen, nicht abpassen. Wir wollen beten, wir sind alles schön und gut. Aber was hält mich noch fast? Alles loszulassen und nach Jesus zu kommen. Was ist mir noch sehr wichtig hier bei ihr? Ist es, was die Menschen über mich denken? Was sie über mich reden? Wird es mich von buiten uitlaten? Ist es mein schönes Bad oder der Aire Condicionado, was smakelijk ist danach, zum Schlupen? Wofür sie ich bereit, loszulassen und sagen, ich gebe alles ab, omdat ich bloß noch das Wunder von Jesus schrie. Ich will Ihnen aus dem Zeugnis hier sagen, dass uns fällt das schwer, hier weich vor, ehrlich, wirklich, uns fällt das schwer. Aber wir haben eine gute Ursache, wenn ein Kind weich davor, wenn eine Geburt. Das ist eine längere Geschichte, wenn wir das tun, und wir haben das mal angefangen, so, wir dachten, wir würden die Kinder in Brasilien haben, alle feiern, so, und das ist auch durch angekommen. Aber wir führen eine andere Sache auch. Wir führen unsere kleine Flora. Und da kommt der Tag, wo wird ein Schluck gemerkt. Und 1,5 Jahr später, nachdem dass sie den Kopf durchgedacht hat, eine Resonantia magnetica nennt man das, dass sie tausende Bilder vom Kopf, von allen Kanten nehmen die Bilder vom Kopf, wo das verstanden das. Da hat wir damals getan, als unsere Flora Mess verhungert wir damals, als wir weiter, wo schlopsen wir und wo er sagt, das geht nicht wieder. In dem Moment hat wir das gemerkt und der Doktor sagte, wir wollen noch einmal, wenn es irgendwas das bitte hier nicht, wir wollen das noch einmal durchdachen. Wie wäre Frau, dass wir das noch einmal können durchdachen, wenn es, wie wäre auch nicht schwierig. Was ist er verstand? Sei ich auch nicht schwierig? Da wollen wir dann nächsten Sinn vertalen. Nicht so? Wir waren von dir. Aber jetzt haben wir an Jesal nächsten Sinn kommen, aber wir nächsten Sinn vertalen. Wie wäre es sehr gespannt? Wir fahren uns ein wichtiger Tag. Heidi wie hochschwanger. Heidi ging mit Flora Dunen. Sie mögen Flora im Schlupp. En deed hij in de machine aan, schaufde alles sehr fein. Een paar jaar later kwam hij een Doktor voor. En dan maak hij de beelden op van 1,5 jaar terug. En dan maak hij de beelden op van nu. Omdat je verstaan, ik weet dat niet veel wat van zo wat. Maar die wijzen ons 1,5 jaar terug, dat we plakken. Verstaan, alle plakken. Ik weet niet wat dat bedoelt, maar dat wie mij selber sich deutlich aus der ersten Plaken sind nicht gut. Dann sage ich, die 1,5 Jahre zurück, die sind ziemlich groß und ziemlich viel. Nicht ein guter Ticken. Nu wie wir nicht schwierig, nu mögen sie dort nie ein Bild auf. Und dort wir meist ganz ohne Plaken. Meist sehr schön verstanden. Aber wir wissen noch nicht, was bedeutet. Ich sagte wieder noch ein paar Plakjes. Ich frage Doktor, was bedeutet diese kleinen Plakjes, die hier sind? Sagt der Doktor, wir haben das nicht nötig, uns alle den Kopf durchzudachen. Aber er sagt, wann wir wurden. Er sagt, es gibt nicht einen Kopf ohne Plakjes. Das ist kein Verstand auf dieser Welt, wo 100% ohne Plakjes ist. Wenn wir alle haben mal einen Tag ein klein bisschen zu lange gewacht mit einem Eten, dann ist ein kleiner Fehler im Verstand. Das ist normal. Aber der Körper, der weiß sich mit den kleinen Fehlern im Verstand. Sagt er, jene Doktor,
hat so sehr viel Unterschied von 1,5 Jahren zurück bis nu, dass es unglaublich, wo weit dort gekommen ist. Und er sagt, der hat bei 21 Jahren Zeit, dort alles kann sich erholen, was du nach den kleinen Bittertjes, was du fehlen hast. Wenn es dir verstand, der ist wie genug, der farmt sich selbst. Damals, wie sie so ernährten, sie kriegen nicht genug Eten, dort könnte nicht besser sein. Wenn du nicht Eten, nicht Nahrung ankommst, aber nu bietet sich der Verstand selbst ab. Und der wird getraint, und dann sagt er, und weißt du was, wie alle haben diese Plagjes, oder Wasserplagjes, aber der Verstand ist so gut, wenn hier ein Plag ist, dann der andere Konto besieht, dann arbeitet er für die Plag, was du fehlen hat. Der Verstand weiß sich. Sagt der jüngere Tochter kann alles lernen. Ich will Ihnen bloß noch was fragen. Komm bitte jeder 1,5 Jahr oder jeder 2 Jahre zurück. Na, wen wat? Na, wie wollen jullie Geschichte abschreiben und wie wollen die vasthouden wo sie besser worden sind. Und wie wäre so, what? Wir brauchen nicht zurückkommen, um schlechte Nachrichten zu kriegen am Doktor, sondern wir fahren jeder 1,5 Jahr zurück oder jeder 2 Jahr zurück, um bessere Nachrichten zu bringen als Feldmann. Und wie weten dat is God wat dat deed? Wie weten dat is niet de appel en de schöne vrucht, oder de verduras, oder dit, oder jant, oder dat rechte eten. Dat is God wat dat verstand, terechtstellen deed. En weet je wat? Die alle zijn part van dat Zeugnis. Daarom is het zo wichtig dat we dat vieren. Voor ons weer een zeer, zeer grote stap dit te doen. En ze zijn zo froh. Van een kind wat een diagnostica had kunt gaan, dat het in een rolstoel liggen moest. Niet mal zetten, liggen moest. Ohne menselijk zelfs, ohne met te kennen met oxygen tank en bloos in een neus eten aan te geven. Van een kind wat raant en dans. Wenn du nicht Gott seine Kost, dann weiß ich nicht was. Aber weißt du, was schon ist? Dat je Menschen, met van eerste dag, wenn wir die Geschichte vertalen, die kijken een beetje scheef. Die geloven dat niet zo reich. Dat zijn de stemmen in die in mijn leven, wenn wir es von Wunder anfangen zu vertalen und von Gott, dann sagen sie still. Aber das ist der Moment, wo wir angekommen sind, wo wir berallen, wo wir schrien, sehen David, hab Mitleid mit mir. Den Moment, wo wir uns nicht jenseitig halten können, können wir alle einzeln nur Jesus heran und schrien. Met David, wat dan krijgen ons wat zijn, hab Mitleid mit mir. Amen. Ik wil vragen dat die team wat je beden heeft, dat die boos zich naar verder komen. We willen beden hier. Dan willen we nog de mutteren hingen rond. Een roos geven of een bloem geven, want dat wat is vorig is. Maar eerst willen we dat even wat we van jou geleerd hebben. Jezus,